Kennst du noch die Scheibe? Wo wir die produziert haben, sind 2 von uns auf Jobtausch. Ob sie es geschafft haben, wie es gegangen ist. Schau, bleib dran. Nach dem Erfolg vom ersten Album haben wir dann im 17 recht schnell entschieden, dass wir anfangen mit der Produktion für das nächste Album. Der Arbeitstitel «Familienfest», den wir dann nie mehr verworfen haben, ist entstanden. Und dann haben wir auch gewusst, es wird effektiv um das Thema gehen, das mich halt dann zu diesem Zeitpunkt immer sehr bewegt hat, die ganze Familiensache. Schlussendlich rausgekommen, der erst 2019. Irgendwann musste ich ein bisschen die Handbremse ziehen, aber zu dem kommen wir später. Während es bei mir um die Familie gegangen ist daheim, haben wir auch noch eine Anfrage bekommen von SRF Jobtausch. Wir haben diskutiert und gesagt, am besten schicken wir der Edu oder Alain, weil das sind die am meisten Seich im Gring haben. Und ja, wie es noch dabei gegangen ist, zu Mexico City, das erzählen sie am besten gerade selber. Ich weiss einfach nur noch, dass wir hier hingekommen sind, in den Bandraum. Und da sind wir hier hingekommen mit den Koffern und haben keinen Plan gehabt, was passiert. Und dann haben sie gesagt, Mexico City. Ja, super, ich kann Spanisch kalt und warm. Oder nein, kein Wort, keine Chance. Also nein, si, Senor! Das haben wir aber gelernt. Das haben wir gelernt, ja. Und wir haben das erfahren und im gleichen Gegenzug haben sie dann uns eigentlich gesagt, dass das so ziemlich die kriminellste Stadt der Welt sei. Ich bin noch nie so viel weit vor gewesen, gell? Ich aus Oberemmentaler. Langnau Merit. Dick kommt etwas Langnau an ein Match. Mein Spanisch war auch nicht wirklich gut. Ich kann vielleicht so ein paar Wörter können, aber verständigen gleich null. Ja, aber du hast ja dann noch singen. Du bist ja der stark gewesen. Ja, zuerst haben wir so ein dickes Buch bekommen, oder? Die jungen Frauen von Mexico City. Die wollten auch heiraten. Ja. Wir sind dort angekommen, in Mexiko, und dann sind wir wir sind beim Vater von Alejandro einquartiert gewesen. Das war dort so in einem Quartier drin. Wenn du dort drinnen gesehen hast, dass du Tourist bist, hast du nicht mehr gelebt, nachher habe ich das Gefühl. Und das Geilste war halt das Grosse. Die hat alle mehr nichts gemacht für uns. Wir im 10, um 10:30 heimkommen, es hat noch die Nacht gegeben, weißt? Und einfach mit diesen Leuten, die hat er alles gegeben. Wie soll ich sagen? Also, mir ist das so übergekommen. Das ist extrem, das sind Freunde geworden. Also für mich war das so gewesen, dann, oder? Dann der erste Auftritt, das war so etwas, sie gesagt, ja, weisst, wenn du nicht mehr weisst, was, du einfach so wie tätsch und dann einfach lächeln. Und wir, nein, das ist einfach, ja, nicht irgendwie, und wir das gemacht, und das ist aber gut angekommen bei den Leuten, oder? Wir sind so herzlich aufgenommen worden von diesen Leuten, man hat sich wirklich gefühlt, also ich habe mich gefühlt wie beim Grossi daheim. Ja, wirklich. Und wir sind sofort in dieser Familie drin gewesen. Wir haben uns gefühlt wie ein Teil von dieser Familie. Und man muss sich vorstellen, die Leute bügeln wahrscheinlich gefühlt die 24 Stunden, 7 Tage lang sich den Arsch ab, auf Deutsch gesagt. Die haben sogar an den Fingern Hornhaut, weil sie sich einfach wirklich fast zu Tod spielen. Für nichts. Aber eins haben sie. Die pure Lebensfreude. Ja, das ist es. Und immer ein Lachen drauf. Und das ist mega eingefahren. Also, ich glaube, uns beiden. Ja, und ich glaube, das war auch das gewesen, wo nachher Ende dieser Woche uns hat auch so brutal emotional hat werden, weil man halt einfach wirklich die komplett andere Welt dort entdeckt und man eigentlich erst dann sich bewusst wird, was wir eigentlich genau hier haben. In unserem Land. Ja. Wie gut das uns eigentlich geht. Oder?